Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Resident Evil 2 Remake auf Pelzig. Der letzte Ghost Survivor kommt heute und zwar No Way Out, kein Weg raus. Und zwar spielen wir wahrscheinlich den Sheriff hier, den wir ganz am Anfang ein Tutorial getroffen haben. Ich bin gespannt. Ist mit 5 Sterne Schwierigkeit ausgewertet. Ich befürchte, beim ersten Mal versage ich tierisch und ich muss dann wieder sofort in den Trainingsmodus wechseln. Aber wir probieren's. Natürlich mal wieder, dies ist die Geschichte einer Zukunft, die es nie gab, einer Nacht, die niemals endete. Immer diese Alternativszenarios halt. Sheriff Daniel Cortini erhielt den Bericht, während er in seinem Auto saß. Was? Sie wurden fast gefressen? Die Schlagzeilen der letzten Tage kamen ihm in den Sinn. Kannibale auf freiem Fuß, erneute Gräueltaten, Täter noch immer nicht gefasst. Er nahm seine Hände vom Lenkrad. Sie waren nass vor Schweiß. Er hatte die Tankstelle aus dem Bericht erreicht. Blass von Nervosität bemerkte er nicht den Geruch, der durch das offene Autofenster zu ihm heranwehte. Der Geruch von Blut. Hätte ich auch nicht gemusst, aber ich habe hier nur 12% Geruchssinn. Ja, das ist, glaube ich, der. Genau, der vom Anfang hier in dem Raum. Oh, jetzt kommt die Zombie-Horde. Oh, scheiße. Oh, leck, die Zombies töten wir unendlich für die Broom HC. Kein Wunder, das ist das, was wir in der Sammlung in der letzten Episode gesehen haben. Halbautomatische Handfeuerwaffe mit 9 Schuss, Kaliber 9 mm. Teil einer limitierten Serie mit 5000 Exemplaren. Nicht schlecht. Okay, wir müssen 100 Zombies erledigen. Das heißt im Prinzip, hier ist einfach nur Völkersturm. Wir müssen es irgendwie schaffen, zu überleben. Okay. Ich hoffe, von dahinter kommt nichts an. Aber das kommt wahrscheinlich auch noch. 2 Zombies haben wir erst gekillt. Alter. Ich befürchte, von dahinter kommt auch noch was an. Nee, tatsächlich nicht. Wir sind tatsächlich nur hier in dem engen Raum hier. Okay. Scheiße. Und ohne Assistenz. Ach, nee. Dieses Geräusch. So richtig knackig. Schimmelt der? Ja, Gott sei Dank. Ah, war doch klar. Dass da auch noch was rauskommt. Okay, wir müssen dann an verschiedene... wir müssen wahrscheinlich an verschiedene Fronten hier kämpfen. So, und wahrscheinlich kommen die unterschiedlichsten Zombies her. So. Je nachdem, wie viele das es wären. Je nachdem, wie viele das es wären, kann das ganz interessant werden. Okay, Schädel verbädelt. Jetzt kommen sie bestimmt von da wieder. Brauchen wir dann die Sub-Weapons. Ne, jetzt kommen sie wieder von da. Immer nur 2 auf einmal derzeit. Okay. Hoppala. Da habe ich, glaube ich, ein bisschen mehr gekillt. Okay. Es fängt natürlich immer... Oh, ja, und alle Special Zombies natürlich. Aus der letzten Modi. Ja, jetzt kommen sie von beiden Seiten, aber klar. Na? War jo logisch. Alter, wo kam denn der her? Okay. Halte mal den Gaul an. Halt mal ganz dringendst den Gaul an. Hat nicht mal hochgeladen, der Kasperkopf. Ich befürchte, wenn ich die in der gewisse Zeit nicht schaffe, habe ich halt einfach in die Hose geschissen, ne? In die Hinkelbärei schieße. In der Hoffnung, ich mache genug Schaden. Okay, der Elektriker, Hausmeister, Handwerker ist auch da wieder. Klatsch. Okay. Okay, was ist drin? Elektroschocke wäre toll. Das bringt uns natürlich einen Scheißdreck.
Okay, bringt uns alles nichts. Warte, ich muss mich da hinten einschließen. Das sind die etwas härtere Kaliber. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das kann ja nichts werden. Hoppala. Habe ich mal ein bisschen aufgerahmt noch. So, was hat er dann drin? Die W870 Schrotflinte in der Easy Peasy Ausgabe. Ich glaube, zur Not muss ich mich tatsächlich hier flüchten irgendwie. Probieren wir mal das Ding. Gerade bei Demdo könnte das möglicherweise wirklich von Hilfe sein. Ja, das hat ihn gekillt. Gerade bei den schwer gerüsteten sehe ich das als tatsächliche Hilfe. Mal gucken, ob wir die 100 schaffen. Oder ob wir es nur wieder bis zu 30 oder sowas packen und dann Arsch lecken, ne? Ah, das macht 2 auf einmal. An. Zucken und jucken. Da kommt nichts. Ah, die Gifter. Die Giftfresser. So. Okay. Okay. Oh, Scheiße. Nee, das wird nix. Das wird nix. Rucksack Pete schnappt sich uns noch. Die MQ-11. Das ist vielleicht gar nicht mal so dumm. Bei so einer Masse. Wir sind aber nicht vergiftet. Das ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Ja, gerade bei so einer Masse ist das, glaube ich, nicht verkehrt. Wenn ich einfach mal ein bisschen noch runter schieße. Und dann mal ein bisschen die Bä perforiere. Ich meine, hier ist nur tot ist tot. Egal wie. Du kann ich nachher in die Bä schießen, bis sie tot umfallen. Okay, Nachlader. Hauptsache die schlucken einfach nur ihr Health Bar voll mit Schade und dann sind die auch kaputt. Okay, da kommt wieder einer mit Rucksack. Okay. Der erledigt das wieder. Kopfschüsse sind natürlich die beste. Aber wie gesagt, einfach nur ein paar Mal drauf schießen, damit die Health Bar von denen weg ist. Jetzt, bevor die nächste wieder kommen, rotes Kraut. Setzen wir sofort Ei hier kombiniert, damit wir uns wieder heilen können. Grünes Kraut ist nie verkehrt. Und die Blendgranate ist auch nicht verkehrt. So, die sind immer gut, die Typen. Oh ne, jetzt kommen die Regenerierer. Finde ich überhaupt nicht gut. Die Regenerierer finde ich überhaupt nicht gut so. Möglicherweise kann ich da ein bisschen was reißen. Okay. Du war doch noch ein anderer Regenerierer, oder? Das ist wieder ein Zombie mit Rucksack. 40 habe ich gepackt, also gar nicht mal so beschissen wie gedacht. So. Okay. Ja, das Elektrogewehr war gar nicht mal so verkehrt wie dieser Regenerierer. Ein Polizist mit Rucksack. Ein schwer gerüsteter. Oh Gott, der hat ja gar kein... Moment. Der hat ja nur an der Brust im Prinzip. Ja. Hoppla. Wieder so ein Officer Glatz. Chemischer Flammenwerfer, genau. Weg damit. Wir holen uns den Flammenwerfer. Okay. Auf die Schniss. Hoffentlich bringt's was. Scheiße. In der Hoffnung, wir verbrennen hier alle. Hoppala. Der kriegt gleich mal die Blendgranate in die Schnauze reingedrückt.
Du! Genau, Homer Simpson. Okay, Elektroschocke, wer hätte man da wieder? Einfach mal alles Artzünde hier, wenn die hochgerüstete Kummer sind. Trophäe erhalten in Kupfer. Guten Appetit. Oh Gott, jetzt kommen die richtig fett gerüstete Panzerablenkungsrakete. Ja, das ist natürlich geil. Warte mal. Lass mal das wegwerfen. Es tut mir eigentlich leid, aber das ist richtig gut. Das ist richtig... Oh, nee, der ist ja noch vergiftet. Das ist böse. Das ist böse. Jetzt kommen die kombiniert auch noch vor. Oh Gott. Warte mal. Nee, warte mal. Wir machen das jetzt ein bisschen anders. Wir lassen die sich alle versammeln. Und einmal truffende Wetter. So, dann schlucken wir das. Oh, die wieder. Warte mal. Nee. Wobei, doch. Ich glaube, die kann man auch einfach nur verbrennen. Die Kasper, ne? Jetzt sind wir bei der Hälfte. Ah, guck mal. Oh Gott. Ups. Warte mal, das ist gut. Was? Der muss doch hin irgendwie bei deiner A kommen. Ah, der Mike wieder. Von Mike und Molly. Ach, der schon wieder. Ah, noch 2 von deiner. Das ist doch nicht schön. Das ist doch echt nicht schön. Aber der Typ steht jetzt da rum. Und darum geht es hauptsächlich, die in die Luft zu jagen. Wenn sie alle beisammen sind, die Drecksfreaks. Das möchte ich nach wie vor nicht haben. Nein! Jetzt kommen die ja noch hinter mir. Okay. Ich glaube, das wird mir großartig was bringen hier. Vor allem, wenn dieser Gollum mich hier nochmal beißt. Dieser Resident Evil Gollum. Okay, ich glaube, das wird allmählich zu viel hier. Oh, warte mal. So, ich glaube, da haben wir ein bisschen was freikart. So, okay, was ist hier drin? Grünes Kraut, blaues Kraut, kombinieren wir gerade. Das ist die größere Pumpgun. Warte mit. Die Großreihe. Okay. So. Okay, der hat noch was hinterlassen. Die MQ-11. Na, okay. Ich glaube, das war's dann, ne? Aber hey. Ich habe länger ausgehalten als gedacht. Mehr als die Hälfte habe ich gepackt. 64. Menschlicher Stromgenerator. Figur Elektroschockgewehr. Guten Appetit. Figur Blendgranate. Wir verlassen das Ganze jetzt noch einmal. Und ich mache jetzt nochmal auf Training. Aber das geht richtig ab. Das ist einfach nur Arena im Prinzip. Aber hey. Nicht schlecht. Ach, sowas muss man sein. So billige Haut drauf, schieß drauf, Ballermann, Action. Das ist nie verkehrt. Gerade in so einem Spiel, in so einem Resident Evil, finde ich das nicht verkehrt. So. Jetzt probieren wir nochmal unser Glück. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeug. Unendlich Kampfmesser ist ziemlich gut. Erlaub. Sogar mit Assistenz jetzt an beim Schießen, ne? Das ist da was. So, unendlich Schuss haben wir nach wie vor. Hoppla. So, einfach Druckhalter. Ja, irgendwann bricht es halt auch wieder durch. Die habe ich beim ersten Mal überhaupt nicht gesehen. 70 muss ich hier auch nur erledigen statt 100. Grünes Kraut, blaues Kraut, Blendgranate. Okay. Give me some combining. On. Das ist eigentlich relativ gut, die
Zone, bis halt die da hin ausbrechen. Müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt gebacken kriegen. Dann müssen wir uns dahin eventuell noch andere Zone suchen. So. Vielleicht nicht ganz hier direkt neben dran. Kommen die wieder hier raus? Warte mal. Von da kamen jetzt auch wieder ein paar. Okay. Okay. Rums. Ich weiß, das war jetzt taktisch dumm eingesetzt. Aber das hat in die Hose geschissen, ne? Viel Spaß. Okay, Mr. Thorsen hat es auch noch erwischt. Mr. ohne Thorsen-Schutz. Elektroschockewehr, ja, komm, gib her. Nimm mal ab, hat die dicke Gerüstete. Obwohl der schier nackig ist, du. Aber Platz. Ja, du wieder. Was denn, nehmen wir uns einfach mal die Zeit. Ah, hier ist ein was vom Kopf runtergefallen. Dann muss so scheiße. Aber es ist halt eine Mini-Arena, muss man halt auch dazu sagen, ne? Supermarkt. Okay, da ist noch was unterwegs. Ja. Renn doch, renn doch, renn doch. So. Nein, vorhin. Genau, das soll alles wegschießen. Dankeschön. 20 von 70 haben wir schon geknackt. Okay. Hier rumpelt's nicht, das ist die Hauptsache. Jetzt kommen die Giftnickel wieder. Ups, mit dem habe ich nicht gerechnet. Ah, die sind ja schon so violett im Gesicht. Das ist auch mal ganz interessant gemacht. Ja, die Furzköp halt. So sind sie halt, die Furzköp. Ja, und so bin ich. Ach, so. Mal schnell wegheilen mit dem Kleinerer. Ah. Na, scheiße, dumm gelaufen. Was wir jetzt machen? Ah, jetzt huscht er wieder. So, schnell, schnell, schnell. Die MQ-11. Okay, dann können wir messern. Und Blendgranate können wir auch noch reinstopfen. Na gut. Verschwendung, aber alle hopp. Scheiße, 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 scheiße. Okay, warte mal. Ja, für die Masse ist das ganz gut, aber jetzt sieht es allmählich echt bitter aus. Ich muss hier raus. Okay, da habe ich jetzt nichts mehr. Und Krawums. So, okay, mein Kampfmesser möchte ich gern wieder haben. Dann hätte ich gern das ausgewählt und ich hätte gern das genommen, damit ich diese Defizite einfach nicht mehr drin habe. So, was hat dann der bei sich? Rotes Kraut, grünes Kraut, das ist nie verkehrt. Zum nächsten Mal heilen können wir das dann verwenden und eine Blendgranate ist auch nie verkehrt. Hallo Speckmac. Und Speckmac liegt noch. Speckmac's alive. Oh, scheiße. Ups. Okay. Okay, okay. Ih.
Noch schon doofer Geräusche, Gretel. Dann rammen wir das Messer nochmal rein. Und... Nein! Natürlich habe ich in dem Moment keine Munition mehr drin. Sehr schade. So, das war Doppelexplosion, glaube ich. Der Kampfmesser ist wieder bei mir. Ausgezeichnet. Okay, wir sind immer noch in gesundem Zustand. 39 von 70. Also über die Hälfte bin ich auch wieder. Jetzt müssten sie irgendwo auch hier mal wieder kommen, ne? Alter Falter. So, 40 von 70. Ja, da kommen sie wieder. Der Herr Polizist mit dem Rucksack. Moment. Dich kriegen wir so, du Sausack. Ja, da hinten kommt schon wieder was arg gewankt. Chemischer Flammenwerfer. Hat doch wieder Platz davor. Okay. Und Rums. Und dort drin ist Elektroschockgewehr. Dann schmeißen wir weg und holen das. Das ist nämlich wieder neu gelagert. Jetzt kommen sie hier. Okay, was hat der bei sich? Panzerabwehrrakete. Sorry, da müssen wir die wegschmeißen. Munition kriegen wir ja nicht mehr, wie es aussieht. Wenn, dann kriegen wir wieder die neue geladene Waffe. Und die wenden wir gleich ab. So. So, direkt bei den gepanzerten Typen. Gar nicht mal so dumm. So. Okay, ja, schon wieder die Pistole. Okay. Hupsi! Hupsi Daisy. Moment. Schnellzugriff bitte auf hier. Hinter mir ist wahrscheinlich auch wieder was, ja, natürlich. Und irgendeiner hat sich mal wieder an mir delektiert. Okay, aber die sind wenigstens tot. Jetzt zünden wir nochmal an, was es auch zu Zünde gibt. Aber ich muss hier weg. Grünes Kraut, blaues Kraut. Warte mal. Kombinieren wir doch gerade mal so. Das schlucken wir auch gleich. Dann machen wir hier, 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 hier. Und dann können wir nochmal hier rausnehmen. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da waren auch wieder welche. Scheiße, 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 okay. Macht nichts. Solange ich nicht an der Giftmittel da hängen bleibe. Okay. Gut, 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 gut. Hier habe ich wieder mein Messer. Halte mal die Gaula. Vielleicht rüste ich jetzt gerade mal die aus. Okay, Schädel weggeschossen, das ist gut. Chemischer Flammenwerfer, dann wieder fort mit dir. Und rein mit dem Neier. Hoppala. Gott. Einmal so scheiße gerade. Die MQ11, ja, bringt mich jetzt irgendwie weiter. Aber es sind nur noch 4 Zombies, die ausstehen. Okay. Lass mich korrigieren, 3 Zombies. Ah, wir haben sie alle. Ha! Da habe ich den hinten nochmal abgeknallt. Und in dem Szenario wird der Sheriff von Leon gerettet. Okay. Ja, cool. Das war's, ihr liebe Leute. Ich würde sagen, gucken wir uns das jetzt nochmal an. Abgeschlossene Herausforderung der Ghost Survivors. Molded Kopfbedeckung gibt es jetzt auch noch.
Pistole, Munition abgefeuert, 170, 70 Gegner getötet, innerhalb von 10 Minuten, 40 Sekunden und 765 Millisekunden. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Specht. Okay, das war's aber, ihr liebe Leute. Ich gucke mir jetzt noch aber Molded an. Ah ja, natürlich, die Anspielung an Resident Evil 7. Sehr geil. Und ich würde sagen, das war jetzt The Ghost Survivors, die Zusatzmodi. Und wir sehen uns übermorgen wieder zu Resident Evil 2 Remake auf Pelzig, aber allerdings ohne Let's Play, sondern Leons Walkthrough kommt. Und es gibt mir wieder genug Zeit, Claires Kampagne ein zweites Mal durchzuspielen, dass ich euch dann in einem anderen Video noch Leons Walkthrough zeigen kann, was eigentlich an Veränderungen kommt und wie das neue Ende aussieht. Das kann natürlich ein Weilchen dauern, bis ich da durch bin, weil wenn ich privat am Zocke bin und so, ich weiß nicht, wie ich dazu komme, ihr liebe Leute. Es kann auch sein, dass es etwas länger dauert und nicht nahtlos übermorgen dann, beziehungsweise 2 Tage später an Leons Walkthrough anschließt. Aber ihr habt ja dort mit lang genug zu tun, weil das sind über 5 Stunden. Du könnt das auf Etappe gucken, wie ihr wollt. Ich wünsche euch viel Spaß dort dabei. Gebt mir doch bitte mal einen Kommentar bei Leons Walkthrough. Das ist auf englischer Sprache mit deutscher Untertitel. Und wenn ich noch mehr Walkthroughs machen soll, wenn es euch gefällt, wie ich das blind Walkthrough habe, dann gebt doch mal unter die Kommentare bitte Bescheid, ob ich da noch bei anderen Spielen möglicherweise Walkthroughs machen soll, dass ich nicht nur bei den Let's Plays hänge. Aber das ist natürlich der größte Teil von meinem Kanal, machen halt die Let's Plays aus. Von daher viel Spaß bei dem Walkthrough übermorgen und dann noch das Sondervideo zu Claires zweitem Durchgang. Machen's gut, viel Spaß bei allem weiteren hier bei Resident Evil 2 Remake. Ich habe mich tierisch gefreut, es war ein super geiles Spiel und heute immer noch wieder Spielwert. Ich werde hier diese Ghost Survivors nach wie vor auch privat zocken. Machen's gut, viel Spaß und wird noch lustig. Ayan Yankee.